Ja, ich glaube, das Tollste, was Musik kann machen kann, ist jemanden berühren und jemanden begleiten irgendwie im Leben. Und ich denke da manchmal an mich selber, da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis mit 16 oder so, wo ich eigentlich nur noch in diesem Rap-Film bin und Musik höre die ganze Zeit, von morgen bis am Abend, spät in die Nacht und Musik machen und echt hure geflasht bin und dann an Konzert bin und dann sehe ich die Band auf der Bühne und es ist das Krasseste. Ich explodiere schier. So, es ist super, super intensiv und so prägend, dass ich dann denke, wenn an unseren Konzerten auch nur jemand im Publikum ist, der auch nur annähernd an so einem Ort ist, dann denke ich so wie, wow. Dann habe ich so das Gefühl, so, okay, ja, das ist die Kraft. So. Und dort ist es wirklich abseits von jeglichen ökonomischen Überlegungen, ist es einfach immer, mit wem reden wir, wen laden wir ein zum Gespräch. Und wenn man natürlich Schweizerdeutsch das macht, dann hat man maximal 5 Millionen Leute, die das verstehen. Und dann gibt es ja ganz viele Leute, eben, das ist ja schon nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute, die überhaupt in diesem Land leben. Und alle anderen verstehen es einfach nicht. So. Und ganz viele Leute verstehen weniger Schweizerdeutsch, aber Hochdeutsch würden sie verstehen, auch in der Schweiz, aber auch natürlich im ganzen deutschen Sprachraum. Darum ist es eigentlich mehr, müssen wir sich sagen, so, hey, look, das ist eine Einladung an mehr Leute, wenn sie wollen, das zu hören. Ja, also das ist schon so ein guter Konzert, wenn du so etwas ansprichst, schon für mich wie irgendwie das Klassischste, was es gibt. So ein Konzert, wo ich wirklich auch ein bisschen jenseits von gut und schlecht näher bin. Also ich erinnere mich an das letzte Mal, als wir am Gurtag gespielt haben, ich bin 2 Wochen habe ich dann gebraucht, quasi, um wieder ein bisschen klarzukommen. Es hat sich wie fast so, ich weiss auch nicht, es ist so ein intensives, emotionales Erlebnis, so ein Konzert, dass es auf der einen Seite auch viel Energie gibt, aber gleichzeitig auch enorm viel System so beansprucht. So. Das ist wirklich irgendwie noch heftig. Willkommen bei Helvetica, der Sendung über Musik aus der Schweiz. Ich bin Adrian Hünnicke und in jeder Ausgabe rede ich mit einem Gast aus der Musikszene von da. Musikerinnen, Veranstalterinnen, Labelleute, Journalistinnen, Menschen, die etwas zu sagen haben. Was uns verbindet, ist eine Frage, die uns durch die nächste Stunde begleitet. Kein klassisches Interview, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Direkt, ehrlich und neugierig. Schön, bist du dabei. Auf den heutigen Gast habe ich mich sehr gefreut. Er ist da bei mir, eine Hälfte vom aktuell wohl erfolgreichsten Duo in der Schweiz. Der Lorenz von Lo und Leduc ist da bei mir. Er macht schon seit fast etwa 20 Jahren zusammen mit dem Luc Musik. Sie haben angefangen in einer Band namens Pacome, ich glaube so 2006, 2007 umeinander. Inzwischen haben sie etwa 10 Alben schon veröffentlicht. Oder jetzt kommt dann gerade das 10. Album raus, namens Krise als Chanson. Jenste Preise haben sie schon gewonnen, Privalo in mehrere Swiss Music Awards und Lorenz hat schon 2 oder 3 Mal den Ultimate MC Battle gewonnen in Bern. Das ist so ein Freestyle MC Battle Award und er hat Geschichte und Germanistik studiert und kürzlich sogar noch literarisch schreiben am Literaturinstitut in Biel. Ich glaube, an dem Institut, wo auch Alva Alibi momentan studiert. Und ja, hoi, Lorenz. Hallo und danke vielmals für die Introduction. Kurz und knackig habe ich es versucht zu machen. Man sollte dich ja eigentlich kennen, weil eben du zu einem der bekannteren Duo von der Schweiz gehörst. Der Luc ist nicht da. Ist das befreiend oder cool für dich, dass mal du selber kannst reden oder? Wie oft sind ihr jetzt zweiten Interviews? Ja, klar. Nein, also es ist natürlich gäbig irgendwie, wenn man etwas gefragt wird und man muss zum Teil gar nicht antworten, weil der andere einfach redet. Das ist natürlich etwas sehr Bequemes. Das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen herausfordernd. Und dann ist es aber, glaube ich, schon manchmal so, dass man wie, wenn wir zu zweit sind, vielleicht auch noch ein bisschen mehr so, noch ein bisschen mehr für die andere Person auch denkt, im Sinne von, wir repräsentieren immer uns beide. Ich möchte ja nichts sagen, wo er vielleicht nicht dahinterstehen oder so. Da habe ich das Gefühl, so, vielleicht so,
Also nicht, dass wir andere Positionen vertreten, aber ich glaube, so, es gibt dann wie so eine Tendenz dazu, ein bisschen nivellierter zu sein, so. Genau. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass man dann so im Gespräch mit dem Leduc allein oder mit mir allein noch ein bisschen an einen anderen Ort kommt, einfach weil wir nicht als Duo auftreten, weil das schon immer so ein bisschen, halt eine spezielle Situation ist. Und die sind ja eigentlich wirklich Freunde, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Oder ist es nicht nur eine geschäftliche oder musikalische Partnerschaft? Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist etwas extrem Wertvolles, dass wir beides sind und beides können sein irgendwie. Ist auch immer wieder eine Herausforderung, aber ich glaube auch dadurch, dass wir so lange jetzt schon auch professionell zusammenarbeiten, das ist kontraintuitiverweise habe ich das Gefühl, eigentlich mega gut gewesen und gut für unsere Freundschaft, weil ich das Gefühl habe, in Freundschaften, vielleicht auch bei Männerfreundschaften, I don't know, aber echt bei Freundschaften habe ich aber das Gefühl, man kann eher so ein bisschen ausweichen. Wenn irgendein Konflikt ist, man weiss es nicht oder so, oder merkt so wie, das stimmt eigentlich etwas nicht, kann man auch einfach ein bisschen auf Distanz gehen, man kann es eher ausblenden und so. Und dadurch, dass wir gezwungen sind, dadurch, dass wir so eng zusammen arbeiten, sind wir gezwungen, uns auch auf persönlicher Ebene mit dem Zeug auseinanderzusetzen. Und dazu kommt natürlich auch der Schreibprozess, wo wir schreiben Songs zusammen und das ist eigentlich auch, ist dann auch immer mega eine persönliche Angelegenheit, wo unter dem Strich mega wichtig ist, dass man weiss, was beim anderen geht, wie es dem anderen geht und was jetzt so aktuell ist im Leben. So. Ja, das bringt mich gerade auf mehrere Fragen. Also einerseits eben haben wir dann manchmal auch so Gespräche miteinander, eben Krisengespräche bezüglich eurer Freundschaften und so, weil eben ihr ja dann, eben wie du es gesagt hast, fast münd ein bisschen zusammen auskommen, eben wie du sagst, im kleinsten Streit oder Meinungsverschiedenheit dann auf Distanz gehen. Also haben ihr dann ab und zu so klärende Gespräche miteinander oder ich nehme es mal an, es ist immer gut miteinander, oder? Hey, wir haben es wirklich eigentlich praktisch immer gut, so, also und natürlich gibt's irgendwie schwierige Momente, wie es in jeder Freundschaft gibt. Und ich glaube, wir haben irgendwie einen Weg gefunden, zum mega konstruktiv irgendwie mit diesen Sachen umgehen. Und vielleicht eben auch vielleicht eben auch manchmal eine Gleichzeitigkeit aushalten. Und das muss jetzt gar nicht nur sein, ja, wir haben ein Konzert und wir haben jetzt Streit oder so, gar nicht wegen dem, sondern einfach mehr zu wissen, hey, wir machen hier etwas, es ist mega schön, es ist toll, können wir Konzert spielen und quasi unsere Leidenschaft zum Beruf machen. Gleichzeitig gibt es im Leben Sachen, die mega schwierig sind und das ist passiert jetzt gleichzeitig. Und es ist mega komisch, weil hier Sachen gleichzeitig sind, die mega schwierig sind und Momente, die mega schön sind und das ist einfach so. Und was gibt es da für Beispiele? Ja, unter dem Strich geht es darum, eigentlich mit dem Publikum zusammen einen Moment zu kreieren. Irgendwie einen schönen, intensiven, es darf auch emotional sein, es darf auch verletzlich sein, aber wie so eine bestimmte Stimmung zusammen herzustellen. Und das hat ja schon etwas sehr Komisches, auf einer Bühne aufzustehen vor, weiss ich nicht, Hunderten oder manchmal Tausenden von Leuten und so zu performen ist ja etwas ganz Komisches. Eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Und nachher gibt es ja Momente, wo man wie zum Beispiel, keine Ahnung, eben irgendwie im Umfeld, familiär ist etwas nicht gut oder so, oder jemand ist krank oder eben man hat Streit oder irgendwie so etwas, wo man wie so das Gefühl hat, eigentlich bräuchte ich jetzt Ruhe. Mir ist gar nicht so nach irgendwie mehr offen zu zeigen, geschweige denn so etwas zu machen, oder? Aber so Situationen gibt es und Konzertspielen ist gleichzeitig das, was ich am schönsten finde, eigentlich eine Musik machen, neben Songs schreiben. Und dann ist das aber einfach gleichzeitig. Dann ist es gleichzeitig mega schön und mega scheisse. Und das muss man irgendwie aushalten. Und ich glaube eben, dass wir wie auch gelernt haben, dass das geht bis zu einem gewissen Grad auch zusammen. So. Und das ist irgendwie mega, finde ich, mega Qualität oder irgendwie das Glück, dass das so ist, irgendwie. Und dass natürlich dann auch irgendwo ein bisschen ein Verlass auf den anderen ist, oder? Dass dann so ein bisschen wie ein Backup ist für dich in so komischen Momenten. Mega fest. Ja, mega fest. Dass du einfach weisst, ich kann ihm voll vertrauen irgendwie und umgekehrt. Ja, genau. Was mir jetzt auch so ein bisschen, ich bin gerade eine Biografie am Lesen über den
Lennon und der McCartney ist gerade kürzlich ein neues Buch rausgekommen und irgendwie habe ich gedacht, das ist auch noch interessant, das gerade bei euch beiden ist das ja auch ein bisschen so wie die beiden, so ein Songwriting-Duo. Ich meine, das ist eines der bekanntesten Duo in dem Sinne, obwohl sie ja in einer Band sind, aber haben ja schon auch ein bisschen als Duo funktioniert, gerade als Songwriter zusammen. Und bei euch ist es ja, glaube ich, auch ein bisschen so, dass ihr ja immer zusammen die Lyrics schreibt, oder nicht? Der eine schreibt einen Song und der andere schreibt einen anderen Song, oder? Und das ist ja etwas sehr Intimes, also es geht auch bei euch in den Lyrics, die jetzt nicht einfach nur lapidare Popsongs sind, oder? Ja, genau, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ist natürlich auch immer wieder kommt man in Berührung mit dem, was beim anderen in seinem Leben passiert, oder? Weil wir schreiben Songs zusammen, aber gleich kommt halt jemand oft mit einer Idee und die ist unterschiedlich weit greift, oder? Also manchmal ist es nur so, hey, das Bild oder so wie die Überlegung, das ist doch ein Lied. Aber manchmal ist es so, hey, schau hier. Und dann ist da ein Refrain und eine Strophe. Oder? Und es ist schon mega viel da. Und, genau. Und dort kommt man immer auch auf einer mega persönlichen Ebene auch in Berührung mit dem Leben vom anderen. Und ja, also, ja, weil jetzt nicht, das ist ja wirklich eines der krassesten so Songwriter-Duos, obwohl natürlich da auch eben der George Harrison dort nicht quasi zu voller Blüte ist gekommen wegen dem Duo. Und also ich hoffe wirklich, dass wir nicht so sind, weil der Lennon, der wäre jetzt noch ein Jahr, der ist glaube ich 40 geworden. Und was soll ich sagen, wie teilt ihr denn das auf? Auch mit dem theoretischen das ist schon so, also für all diese Songs, die ihr schreibt, habt ihr einen Credit, ihr beiden, oder? Genau, ja, das tun wir eigentlich immer aufteilen, tatsächlich. Auch, wenn es ein Low-Loading-Song ist. Sogar, also unabhängig davon, ob jetzt ich wirklich genau die Hälfte vom Song angeschrieben oder nicht. So. Weil das, also, gleicht sich dann so irgendwie über die Zeit aus. Und es ist halt auch noch gut für uns während dem Prozess, wenn man wie weiss, was wir zusammen machen, das ist einfach unseres. Und das gibt dann auch, oder ich glaube, also nicht, dass das ein Problem wäre gewesen, aber echt so grundsätzlich habe ich das Gefühl, es ist einfacher, weil dann wie klar ist, hey, schau, wir wollen einfach die besten Songs und nicht, oh, aber da bin ich gar nicht so gut beteiligt, bla bla bla, sondern so wie, hey, schau, das ist jetzt einfach, das sind unsere Songs und dann ist auch ein bisschen egal, wer jetzt die Idee hat. So. Und haben wir zwischendurch Meinungsverschiedenheiten und streiten dann auch vielleicht wegen Sachen, die dann vielleicht am Schluss den Song dann eben auch besser machen? Ja, ständig, ja. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei 079, wo er plötzlich mit allein per Favore gekommen ist, hast du das total doof gefunden? Ja, das, ich weiss noch genau, wo er das gesagt hat und ich habe gesagt, ja, wieso gewesen? Ich weiss, I don't know. Und dann hat er gesagt, Momo, das ist im Fall, ich habe so das Gefühl, das ist einfach richtig, das ist geil. Und dann haben wir so ein bisschen weiter diskutiert und dann habe ich gesagt, also komm, ja, ich schreibe es mal auf. Vielleicht finden wir ja dann noch etwas Besseres. Zum Glück habe ich nichts anderes irgendwie probiert durchzustieren. Nein, genau, ja, das ist, genau über so Sachen ist eigentlich noch ein gutes Beispiel. Wir haben selten, also manchmal muss man schon mega grundsätzlich über Songs reden, aber oft sind es dann so Sachen, oder? Wieso sagen wir jetzt da das oder sagen wir etwas anderes und warum und so. Und hast du auch andererseits hast du das Gefühl, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen nicht eine fertige Idee hast, hey, mit ihm zusammen kommt es dann gut, oder? Ich habe das manchmal so ein bisschen mit Leuten, wenn ich irgendwie Ideen spielen oder so, mit gewissen, hat man einfach so ein das Gefühl, hey, irgendwie am Schluss kommt es nicht mehr gut, weil ich mit dieser Person zusammen irgendwie am Ideen spinnen bin. Ja, mega. Also ich finde, der Luc ist einer der besten Songwriters, die ich kenne in dieser Sprache. Und es ist für mich auch ein grosses Glück, dass ich ihn kennengelernt habe und für mich hat mega viel aufgemacht. So. Jetzt auch so in meiner Entwicklung als Musiker ist es würde ich sagen, ist der Weg nicht denkbar ohne ihn. So. Genau, darum dort ein riesen Vertrauen. Und es ist aber auch so eine erste oder wie so ein zweiter Kritiker, wo es gibt so wie, mir kommt eine Idee, schreibe etwas auf, dann denke ich, weiss nicht. Oder ich denke, oh, ist mega gut. Und dann, entweder zeige ich es meiner Freundin oder dann, eben, früher oder später zeige ich es dem Luc. Und nachher merkt man wie so in einem Prozess, wenn wir so am Projekt am Arbeiten sind, merkt man dann so wie, die Idee, die kommt irgendwie nicht mehr so auf. Also es ist dann oft auch so, dass man wie so merkt, ja, diesem Song hat jetzt niemand mehr Bock gehabt zum Weiterarbeiten, den tun wir auch ein bisschen auf die Seite. So.
Genau. Also so merkt man es dann irgendwie auch. Also nicht nur so, ja, voll zu vertrauen, wenn ich es ihm gebe, dann wird der Song gut und fertig und so, sondern ich weiss auch, es ist, man findet dann so ein bisschen den Weg auch zu den Songs, die halt noch nicht ready sind. Oder eben, wenn du mit einer Idee kommst und findest es jetzt super und er findet, nein, vergiss es oder so, dann vertraust du ihm, wenn er weiss, das ist nichts oder so. Ja, aber ich habe jetzt gemerkt, das passiert eben fast nie, sondern es ist eigentlich immer, ja, das ist eine Idee, man bringt die in den Pool, man macht mal etwas und er schaut man, ob die bleibt hängen, die Idee. Oder? Also man macht viele Demos und von 30 Demos macht man 20 Songs recht weit und 15 dann fertig. Oder? Also irgendwie, also ist jetzt eine grobe Schätzung, I don't know. Ich glaube, es ist jetzt noch nie passiert, dass jemand kommt, also dass der Leute kommt zu mir oder ich glaube auch umgekehrt und gesagt, hey, schau die Idee und ich sage, nein, das ist einfach nichts. Sondern ich habe mehr oder weniger related dazu und dann schaut man mal. So. Das gibt es manchmal auch, weißt du, wie jemand bringt einen Song und er braucht die andere Person wie eine gewisse Zeit, um sich selber in den Song hineinzuspüren und wie die eigene Rolle finden dort oder beziehungsweise der eigene Zugang zur Emotion vom Song. So. Es ist kompliziert. Meine Eltern haben mir gesagt, das verstehst du, wenn du älter wirst. Wie alt muss ich noch werden? Ich hab's gäng noch nicht kapiert. Hab sicher schon zum 1000. Mal so reagiert. Schon 5-mal therapiert. Es ist kompliziert. Der eine behauptet, dass der andere immer nur lügt. Der andere sagt, alles, was der eine sagt, stimmt nicht. Und die allermeisten sagen nichts. Es ist kompliziert, die Zeit rennt mir durch die Finger, auch wenn ich sie nie verliere. Von meinen alten Freunden sind auch längst nicht mal hier. Dabei bin ich noch gar nicht so verrückt, wo es sich. Irgendwann im Interview mal gelesen, dass euch die Frage gestellt worden ist, ob ihr euch vorstellen, Solo-Alben aufzunehmen oder Solo-Karrieren zu starten. Aber so wie ich dich jetzt höre, würde es ja nicht viel Sinn machen, weil ihr ja jetzt eben so gut funktioniert miteinander. Ich finde, das eine schließt das andere mega nicht aus. Gut, das stimmt, ja. So. Also das funktioniert wirklich super und ist auch mega eingespielt und es ist auch wunderbar, dass das immer noch geht, nach so langer Zeit, dass wir das irgendwie immer noch gut können zusammen. Und gleichzeitig kann ich mir sehr gut das Le Duc Solo-Album vorstellen, oder vielleicht würde es dann auch anders, vielleicht würde er dort auch anders heissen, das weiss ich nicht. Genau, oder sonst ein Projekt. Und ich selber, ja, ich kann mir das auch vorstellen. Es drängt sich mir jetzt nicht auf, jetzt ein Solo-Album zu machen. So. Also du hast nicht jetzt gerade irgendetwas, oder findest du, das würde ich unbedingt verfolgen, was ich jetzt mit dem Leuten zusammen nicht machen kann oder so? Nein, ich finde das, nein, also jetzt auf musikalischer Ebene nicht. Sonst schreiben, habe ich das Gefühl, gibt es vielleicht ändern mal ein Projekt, wo ich ohne ihn mache. Also was heisst ohne ihn? Ist ja auch noch spannend, weil wir seit 20 Jahren so intensiv zusammen kreativ arbeiten, dass ich wie merke, die Themen, man wälzt ja schon immer wieder so ein bisschen ähnliche Themen und zieht Bilder so mit oder hat auch so entwickelt so eine ähnliche Brille und so, und darum würde ich sagen, so wie, auch wenn ich jetzt würde ein Jahr lang einen Roman schreiben oder oder ein Theaterstück oder ich sage jetzt irgendetwas, dann habe ich wie das Gefühl, wäre von der Ideenwelt wäre wie ein Stück von ihm drin. Auch von anderen Leuten, aber so wie, genau, ich glaube, es ist wie gar nicht komplett losgelöst zu denken. Ja gut, eben ist ja immer so bei Freundschaften oder bei Menschen, die einem so nahe stehen, Genau. würde dann eben sehr wahrscheinlich auch im Roman drin vorkommen oder so. Ja, genau. Nicht ich habe jetzt eben auch gar nicht als Figur gemeint, oder, sondern eben mehr als, wieso, was ist der... Ja, das ist einfach ein Vibe in dem Sinne. Ja, genau. Oder so wie, was ist eigentlich der Ideen Fundus, wo das draus kommt, oder? Und das ist man ja nie allein. So, da ist man immer seine Beziehungen in allen ihren
Facetten. So. Das bringt mich ein bisschen zu dem, was denn für euch die Inspiration so ein bisschen ist. Eben, also wo holt denn ihr eure Inspiration, wenn du eben das sagst, dass so ein bisschen der Fundus, wo ihr vielleicht gemeinsam davon zehrt. Was ist denn das für euch? Oder wo holt ihr eure Inspiration? Hey, die Frage kommt immer mal wieder und sie löst immer ganz unterschiedliche Gefühle aus. Bei mir zum Beispiel wir haben das Album fertig gemacht, das kommt jetzt raus. Und eigentlich meistens, nachdem ich so das Projekt habe abgeschlossen habe, ich wie so das Gefühl so, ich glaube, das war es gewesen. Ich glaube, ich schreibe nie wieder ein Lied. Jetzt hast du schon wieder das Album irgendwie gefühlt so, oh mein Gott, was soll ich eigentlich noch zu sagen haben? Hei. So wichtig ist jetzt das ja nicht. Genau, und darum bin ich jetzt so ein bisschen der, darum keine Ahnung, aber bis jetzt hat sich schon auch immer wieder eingestellt, dass sich etwas aufdrängt oder dass etwas kommt, wo eben Dringlichkeit hat oder auch schon einfach mega lustvoll ist zum Machen. So. Und auf das muss man irgendwie vertrauen. Aber was es ist, I don't know. Ich glaube echt, es braucht immer Phasen, wo man dann wieder einfach ein bisschen lebt und erlebt. Und du bist jetzt gerade Vater geworden, oder? Das ist jetzt eigentlich eine grosse Inspiration, sehr verschiedentlich, oder? Genau, und gleichzeitig natürlich auch mega Fokus-Shift, genau, wo jetzt wie mega andere Sachen im Zentrum stehen, so als die nächste Idee zu suchen. Aber das definitiv. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du jemand bist, der sehr viel zu sagen hat und das auch will sagen irgendwie. Ich meine eben, nur schon, dass du auch jedes Jahr immer wieder im Cypher auftrittst und dort immer wieder relativ tiefe Sachen irgendwie präsentierst. So. Das ist eben einerseits hast du etwas zu sagen und auch interessant finde ich natürlich, warum du das immer wieder machst, warum du immer wieder in den Cypher gehst und dort dich quasi mit den anderen in dem Sinne missest. Ja, das ist eine gute Frage. Also die stellen wir jedes Jahr auch. Und es gibt auch mega legitimerweise, kann man sagen, so, hey, bleib doch einfach mal daheim. Es gibt wie genug Junge, die den Platz auch brauchen können. So. Und ich glaube, auch wegen dem haben sich meine Cypher-Verses auch so ein bisschen verändert, weil ich schon, also das ist natürlich ehrenvoll, da sagst, aber ich auch schon lange Jahre einfach bei her und bin flexen und während jetzt noch das krassere Wortspiel und die lustigere Selbstüberhöhung und so. Genau, das habe ich auch. Was natürlich zum MCen oder zum Hip-Hop ein bisschen dazugehört, oder? Genau, man kann wie sagen, okay, ja, dass der Kreativwettbewerb und so, das wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen, es geht nicht um das, sondern einfach, aber nachher mehr auch zu sagen, so, ja gut, jetzt bin ich irgendwie da zusammen gewesen und bin jetzt auch nicht mehr 18 und ich muss so nicht mehr allen beweisen und was soll ich denn gut an so einem Ort noch sagen, was ist das Format und was passt dorthin und was nicht und was. Genau, und ich muss auch sagen, jetzt auch dieses Jahr bin ich wieder so, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, es wäre cool zu gehen, und gleichzeitig bin ich auch jetzt wieder, denke ich so, ja, was soll ich denn dort sagen? Darum, genau, also wenn jemand eine starke Meinung hat und sei es eben zu sagen, so, hey, bleib doch einfach daheim, mach doch etwas anderes, dann, ja, gebe Bescheid. Ich finde es eben eher gut, dass du gehst, durch jetzt deine Präsenz oder deine Reichweite hilfst du und vielleicht auch anderen eben Jungen, die noch gar keine Reichweite haben. Also eben, schaltet dann eher Leute ein und wollen sehen, was du machst und sehen dann per Zufall noch jemanden, die noch nie davon gehört haben. Oder? Das hilft, man hilft ja so ein bisschen gegenseitig und umgekehrt hast dann du halt auch den Respekt von irgendwelchen Leuten, die halt nur Underground-Hip-Hop hören und denken, oh okay, der hat es auch drauf. Ja, also es wäre natürlich zu hoffen, dass das irgendwie der Weg funktioniert. Das Einzige, was ich kann sagen, ist, dass es der andere Weg funktioniert, dass ich, sei es im Cypher oder auch sonst, einfach immer wieder beeindruckt und inspiriert bin von was junge Leute an Musik machen hier. Das finde ich schon immer wieder unglaublich eindrücklich und fühle mich auch irgendwie habe mega Freude, wenn auch so Kollabos zustande kommen, wie zum Beispiel mit dem See the Freshman,
auf der Vernissage Compilation von letztes Jahr, wo wir viel mit Leuten haben gearbeitet, die eben deutlich jünger sind, aus einer anderen Generation kommen. Und es ist für mich eine riesen Bereicherung zu sehen, wie die arbeiten und was für ein Talent da rum ist. Darum ist einfach nur nice. So. Aber spürst du auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, dass gewisse Leute finden, hey, die gehören ja gar nicht mehr zu uns oder so, das ist echt irgendwie Pop, was die da machen, was haben die da verloren in unserer Hip-Hop-Welt? Ja, da habe ich das Gefühl, es hat eigentlich, ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen abgenommen. Ich habe fast das Gefühl, es war früher stärker gewesen, oder schon recht früh, eigentlich in unserer Karriere habe ich das Gefühl, das war so ein bisschen ein Thema gewesen, weil so zu Update 1, 2 Zeiten, wir haben so Gratis-Alben gemacht, 2009, 10, 11, so dort rum. Und dann ist schon so das Ding gewesen, dann ist es wie neu gewesen, dass man so Rap-Songs macht und so der Refrain gesungen ist und so. Und, also es hat sich wirklich mega verändert, das ist ja wirklich eine komplett andere Zeit gewesen. Aber dann ist das wie so ein grosses Thema gewesen, das ist natürlich dann auch geblieben, wo wir wie so mit Zucker fürs Volk und so unsere so ersten physischen Alben auch wie so breiter bekannt sind worden. Und ich habe das immer so ein bisschen, ich glaube früher, das hat vielleicht auch noch mal einen Zusammenhang mit dem Cypher, früher habe ich das schon noch, so vor 10 Jahren, habe ich gedacht so, hey ja, schau, du kannst schon sagen, ich mache Popmusik, aber ich komme im Fall gleich an Cypher und rappe mindestens so gut wie du. So die Attitüde, das habe ich dann irgendwie schon auch gehabt, muss ich sagen. Genau. Aber jetzt habe ich wie das Gefühl, ist das gar nicht mehr so wichtig für die meisten Leute, wie man jetzt diesem Genre genau sagen will. So. Ja, ich glaube, es hat sich schon recht aufgetan und ist immer breiter geworden, oder? Der Realness-Gedanke, der ist jetzt nicht mehr so stark, oder? Genau, ja, und es ist wirklich alles zum Glück auch ein bisschen diverser geworden in verschiedene Richtungen. Genau, auch wenn es immer noch ein kleiner Teil ist von der Musiklandschaft, wo dort Sichtbarkeit bekommt jetzt in diesem Cypher, aber es ist mega gut, es gibt so ein Format. Es gibt mega wenig Kulturformate an dieser Stelle. Shoutout an die Podcasts, es ist verdammt schön, dass du das machst, weil ja, die Zeichen gehen in die andere Richtung im Moment. Ja, eben, das ist schon wichtig. Und dass dann gerade eben so ein Cypher sieht man jetzt, da gibt es sogar Public Viewing jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr schon gegeben hat. Ich meine, wie gut das ankommt, dass die Leute dann sogar eben das Public viewen, dass es dann Nachbesprechungen gibt. Der Pablo geht meistens nach noch 3-4 verschiedene Podcasts, wo dann nochmal darüber diskutiert wird. Es ist eine richtige Meta-Ebene dazu. Das zeigt ja eigentlich, wie die Leute interessiert sind in dem Ganzen und sogar eine ganze Nebengeschichten, was da so passiert und so, dass es vielleicht noch Beef gegeben hat und so Zeugs, das gehört irgendwie dazu, oder? Ja, und es ist halt wirklich auch ein Ort, wo Leute Schein bekommen, wo ihnen vorher nicht hatten, oder wo es wie so eine Startrampe kann sein, oder? Sei es irgendwie Physical Shock 2017, Zen und EAZ, wo eine von der krassesten Performances haben abgeliefert. Im Jahr vorher ist es, glaube ich, Nemo, wo ja wirklich das ganze Land hat überrollt. Suki, wo jetzt auch im letzten Cypher war und unglaublich hat performt. Also es gibt wie immer wieder so, es gibt fast an jedem Cypher so einen Moment, wo alle so schnell die Luft anhalten. So, das ist schon etwas Wunderbares, was irgendwie immer wieder passiert. Und für dich, also du hast eben so vorher auch erwähnt, du hast ja so Battle-Wettbewerbe teilgenommen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen 09 und dort umeinander gewesen. Eben, du hast ihn schon sehr ernst genommen, oder nimmst du es immer noch sehr ernst, das Rappen und Reimen und das MCen, oder? Hey, ja, mega. Also ich habe dann die Freestyle-Battles gemacht, das ist jetzt wirklich auch schon sehr lange her, aber und habe das auch wirklich sehr ernst genommen. Also das muss man sich das ein bisschen vorstellen, für die den Eminem-Film zum Beispiel gesehen haben, 8 Miles, oder ein bisschen so der Stil, oder? Also wo man dann nicht jetzt wie bei einem Cypher, da hat man ja vorbereitet die Rhymes, die man bringt, sondern wirklich muss ad hoc irgendwie schlagfertig reagieren. Das ist schon mal eine andere Liga dann, als jetzt einfach einen Song performen wie im Cypher. Ja, es ist einfach ist wie eine andere Disziplin. So. Ich würde es jetzt gar nicht aber so wie es ist eigentlich ein ganz anderes Spiel quasi. Genau, da muss man 4 Ziele drehen, dann 4 Ziele die andere Person und dann geht es so hin und her und wer quasi die andere lustiger fertig macht. Das ist so ein bisschen das Spiel.
genau, ich habe das sehr ernst genommen. Es ist auch immer streng gewesen für mich, weil ich weiss noch, ich bin nicht mega lang an die Battles, aber ja, an diesen Abenden, weisst, ich habe mit niemandem geredet. Ich bin eigentlich alle Battles am Schauen gewesen und habe mitgerappt. Weisst, so für mich, habe ich so gedacht, okay, ich bin jetzt auf dieser Seite und dann habe ich wie quasi während der anderen Battles auch noch gut trainiert und dann bin ich auf die Bühne und dann habe ich gerappt und dann bin ich wieder für mich gewesen und habe das auch wirklich nicht so können. Also es war wirklich halt so mega so ein Hyperfokus-Modus gewesen und dann, wenn ich nicht gewonnen habe, ist es echt, nicht so ein guter Abend gewesen für mich, so. Darum habe ich das auch nicht so lange gemacht und dann irgendwann auch gefunden, so, jetzt höre ich auf, aber hat zum Glück auch ein paar Mal können so einen Wettbewerb gewinnen. Das war natürlich dann sehr schön gewesen. Aber hast du das ein bisschen ähnlich wie der Eminem? Da habe ich einmal in einem Gespräch gehört, wo er gesagt hat, er wäre ihm fast wahnsinnig, dass er im Kopf immer Wörter hat, die er versucht zu reimen. Und eben, er ist eigentlich einer der Ersten gewesen, der mit den Double Rhymes und so angefangen hat. Gehört sicherlich zu den besten MCs aller Zeiten. Eben, aber dass er die ganze Zeit immer so ein bisschen Wörter im Kopf hat, wo er schaut, reimt sich das nicht. Das hast du sehr wahrscheinlich, würde ich dir jetzt unterstellen, auch ein bisschen, oder? Ja, also das hat schon abgenommen, aber es hat natürlich so angefangen. Also ja, die ersten Jahre, als ich gerappt habe, habe ich eigentlich nur gefreestylt. Irgendwie mit 15 bis 18 oder so habe ich nur gefreestylt. Also eben, ich habe wirklich schon dort einen Teil von meiner Jugend einfach im sogenannten Räumli verbracht, so einen Musikraum, den wir hatten mit Freunden und habe einfach Wochenende für Wochenende, Stunde um Stunde, bis in alle Nacht hinein gerappt. Das war alles, was mich hat interessiert und wo mich hat glücklich gemacht, ist einfach Rappen. So, und dort habe ich das sicher gehabt und auch an diesen Battle-Abend und so. Ja. Und was war denn für dich der Antrieb gewesen, dann eben so schliesslich die Battle zu gewinnen oder die Schlagfertigkeit oder auch halt die Sprache und für sich? Ja, also die Sprache hat mich schon immer interessiert, aber ich glaube, so in diesem Alter wäre jetzt das so ein bisschen nachher rationalisierter Grund. Ich habe es einfach geil gefunden. Ich bin einfach hure gehypt gsi, habe ich einen Beat anlassen und dann einfach 5 Minuten rappen. Und es hat sich einfach immer gereimt. Das war einfach das Grösste gewesen. Und dann bin ich so Battles schauen, das weiss ich noch, an denen so zugelassen habe, wie ich so gedacht, so, aber das kann ich im Fall, ich kann das im Fall auch. Und dann war es schon das gewesen, dass ich dachte, ich kann das auch, also dann probiere ich das. Und ich glaube, was so entscheidend war dafür, dass ich es dann wirklich probiert habe, weil ich habe schon gewusst, ich habe Schiss mit zu exponieren und so, es ist schon, ich habe Angst gehabt, fest eigentlich vor dem. Aber ich habe dann kurz vorher, also ein Jahr vorher oder so, vor meinem ersten Battle, vielleicht auch 2, ich weiss es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, in dieser Zeit irgendwie, oder Leute kennengelernt, die dann schon mit der Band Bakome unterwegs waren. Und bin dort dazugestossen zu dieser Band und wir sind zusammen unterwegs gewesen, und dann sind wir halt meistens noch mehr Leute auf der Bühne gewesen als vor der Bühne und haben jetzt nicht hure viele Bookings gehabt und so. Und für mich war es so gewesen, da ist wie so ein Tor in so eine Szene rein, wo ich dann quasi sagen kann, hey, und übrigens, wir machen im Fall hier Musik, ihr könnt Konzert hören. So. Und ich glaube, darum ist es dann wie so für mich einer von den, ja, schon ein mega krasser Moment gewesen, wo ich wie eines von diesen Freestyle-Battles habe gewonnen und dann noch so auf der Bühne noch so einen Flyer verteilt von unserem ersten Album Update 1, wo man runterladen konnte und so. Und ich dachte, yes, jetzt geht's los. So. Ja. Und es hat ja auch ein bisschen gestimmt sogar. Aber eben, du hast dann nochmal zurückzukommen, schon die Liebe für die Sprache müssen haben, du hast ja müssen irgendwoher die Wörter ja wissen, die sich dann reimen, oder? Eben, da ist ja ein Fundus, oder hast du ja müssen haben im Kopf, oder? Also, ein guter MC muss ja dann auch viel lesen oder sich viele Sachen anhören, damit er Wörter hat, die er überhaupt brauchen kann. Ja, voll. Also Sprache hat mich immer interessiert. Es waren auch immer Fächer gewesen, die ich gerne hatte. Ich habe gerne gelesen, auch als Kind, auf jeden Fall. Und habe auch mal Sportmoderator werden als Kind. Das war einer von meinen Berufswünschen gewesen, neben Dinosaurierforscher natürlich, klar. Genau, und ich weiss nicht, ich habe so Tipkick Weltmeisterschaften gespielt und allein und moderiert. Aber ja, genau, also ich habe viel geredet. Oh. Was interessiert dich denn, Dialektsprache oder die deutsche Sprache?
Ja, also potenziell interessiert mich jede Sprache. Es wäre auch ganz klar die Superkraft, die ich mir würde wünschen, ist jede Sprache reden oder verstehen. Also das finde ich etwas unglaublich Spannendes, wie alle Sprachen auch unterschiedlich funktionieren und irgendwie an verschiedenen Orten hocken. Manchmal verschiedene auch so Systematiken haben. Also nicht, dass ich mich jetzt eben mega auskenne, ich bin kein Linguist, so gar nicht. Also das interessiert mich sehr. Und es sind natürlich einfach die Sprachen, die ich Zugang habe, letzten Endes, oder? Also im Mundart, klar, einfach die Sprache, die wirklich so in mir innen hockt, dass ich nie loskomme vorne. Und Deutsch als nicht Fremdsprache, aber fremde Sprache. Ich glaube, es ist Kim de l'Horizon, der das hat geschrieben im Blutbuch. Aber vielleicht zitiere ich es falsch. Kann sein, sorry, wenn es falsch ist. Aber so im Sinn von, das ist ja eine Sprache, wo man, wenn man in Deutschschweiz aufwächst, die ist immer präsent, also in allen Medien ist die immer präsent, sie ist auch quasi die Amtssprache, also ist die Behördensprache und die mediale Sprache, oder? Und ist mega präsent durch das und eigentlich können ja Kinder in der Regel akzentfrei Hochdeutsch reden mit 5. Und dann gewöhnt man es nicht ab in der Schule. Ja, stimmt. Habe ich jetzt auch beobachtet bei meiner Tochter, dass die eigentlich recht gut, fast wirklich akzentfrei Deutsch kann. Ja. Genau, weil man bekommt es ja zuerst mit aus dem Fernsehen und YouTube und halt Video, alles, Musik ist und so. Genau. Haben wir jetzt in Deutschschweiz auch ein ambivalentes Verhältnis, aber ich finde, es gibt auch enorm spannend, jetzt gerade in den letzten Jahren und durch das Studium auch irgendwie noch tiefer in die Sprache einzutauchen und herauszufinden, was denn dort, wie der Minisprache auf Deutsch ist. So. Wie meinst du das jetzt genau? Das weiss ich auch nicht genau, ehrlich gesagt. Aber ich kann es vielleicht kann ich einen Teil veranschaulichen. Also ich habe das Studium gemacht und dann bin ich ein Semester auf Leipzig. Und nachher haben wir dort so Lesungen gehabt und ich habe dann dort festgestellt, im Vorfeld von dieser Lesung, also beziehungsweise wenn ich bin in Leipzig, dann rede ich dort mit den Leuten und dann habe ich schon probiert, akzentfrei zu reden. Also irgendwie so ein bisschen, was auch immer das heisst, gell? Mhm. Aber ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich, wenn ich meine Texte näher vorlese, dass ich die nicht akzentfrei vorlesen kann, sondern dass es wie einen gewissen Grad an Akzent braucht in dieser Sprache, wie ich lese. Also es war so ein bisschen die Erkenntnis gewesen, dass das immer auch dort eine Gemachtheit ist und auf eine Art eine Choice. Und auch zu merken, dass eben die Hochsprache, wenn wir versuchen so zu sprechen, dass das ja auch eine Erfindung ist und dass alle Leute, die dort in Leipzig auch an dem Literaturinstitut studieren, auch von irgendwo kommen, irgendeinen regionalen Dialekt haben und reden und das dann mehr oder weniger Eingang findet in die Texte. Genau, das ist echt sehr spannend gewesen, dass man wie auch dort muss herausfinden, okay, wie tönt der ein Text auf Deutsch, wenn ich den lese und es ist wirklich, wenn ist es wirklich mein Text? Das ist jetzt rein auf der so auditiven Ebene, aber dann auch inhaltlich, oder? Was sind das für Sätze? Wie konstruieren ich die? Sind das, also natürlich variiert das auch je nach Text, aber was ist so ein Ton, wo ich comfortable bin? Sind das lange Sätze, sind das kurze Sätze, hat es für Adjektive, das kenne ich jetzt. Also all die Sachen, das muss man wie so herausfinden und das findet man alles so im Machen raus und das ist ein spannender Prozess. Der Max Frisch ist ja in Deutschland auch, erkennt man den ja auch als Schweizer Autor, obwohl er ja Hochdeutsch schreibt oder so. Wir jetzt vielleicht würden nicht mal den Unterschied so gross merken, man Max Frisch und Thomas Mann, aber ein Deutscher erkennt dort dann irgendwie, dass das ein Schweizer ist, der das schreibt, oder? Das ist schon noch interessant. Ja, das weiss ich nicht. Ich meinte im Kopf zu haben, dass der Frisch hat eigentlich möglichst auf so Regionalismus oder so Helvetismen probiert zu verzichten. Ja. Das eigentlich bewusst nicht hat markiert wissen, im Gegensatz zu Zeitgenossen im Dürrematt, wo das mega geowned hat, immer. Genau, und das ist eigentlich, also vielleicht insofern ein gutes Beispiel, als dass es wie zeigt, man muss wie so seinen Weg in eine Sprache finden. Genau, das gilt natürlich noch in viel grösserem Mass für Leute, die zweisprachig sind, aufgewachsen oder mit einer anderen Erstsprache nach in den deutschen Sprachraum kommen und auf Deutsch schreiben oder eigentlich auch schon nur reden. Es ist so wie findet man Zugang zu einer Sprache? Ist ja auch einfach ein krasser Prozess und auch zu merken, dass das nie irgendwie ideologiefrei ist.
so eine Sprache. Was bringt uns jetzt gerade auch zum Dialekt oder zum Berndeutsch? Ich habe gerade kürzlich gehört, ein Freund von mir hat mir davon erzählt, dass der Stas Spader einen Film gemacht hat, der heisst «Das Wunder von Bern», wo er dieser Frage nachgeht. Ich habe einen kurzen Podcast zu dem Thema gelesen. Den Film habe ich noch nicht gesehen, muss ich aber unbedingt schauen. Der Frage nachgeht, warum Berndeutsch so erfolgreich ist in der Schweizer Musik. Und er hat am Anfang einfach so ein bisschen Theorie, weil das so ein beliebter Dialekt ist und weil er so schön ist. Aber am Schluss findet er dann so ein bisschen raus, dass es eigentlich eher daran liegt, dass Berner besser Geschichten können erzählen. Oder nicht besser, sondern auf mehr Tradition zurück können schauen, von Geschichtenerzählern. Und eben bei euch ist es ja, glaube ich, auch so, dass ihr zum Beispiel «Stiller Hase», also vor allem der «Endo Anaconda», als grosses Vorbild habt. Kommst du eigentlich überhaupt in dem Film auch vor, in dem «Geheimnis von Bern»? Nein, wir kommen dort nicht als Protagonisten vor. Nein. Und ja, die Frage finde ich immer schwierig, weil ich jetzt würde behaupten, es gibt mega viele grossartige TexterInnen, die nicht aus Bern sind. Also, Aber es gibt natürlich schon extrem viel, also wenn man so ein bisschen schaut, eben Mani Matter, nachher natürlich Zürich Westpadent, Ochsner, eben «Stiller Hase», eben ihr. Da gibt es natürlich schon mehr Beispiele als jetzt Zürcher oder Walliser oder Luzerner. ja, ich weiß nicht. Also, wenn man Und auch der Berner Hip-Hop, oder? Ist auch irgendwie so ein bisschen fast stärker als andere Regionen. ja, ich denke, jede Region, die man würde fragen würde, sagen, sie sind die stärkste Region. Das weiss ich nicht. Hey, ja, also es stimmt. Ich glaube, ich kann einfach sagen, so, ja, ich bin aufgewachsen mit verschiedenen Mundart-Artists aus der Stadt, wo ich herkomme. Und das ist für mich schon mega wichtig gewesen. Jetzt auch im Schreiben. Auch wenn ich schlussendlich eigentlich erst durch deutsche Rapmusik bin auf die Idee gekommen, das könnte ich eigentlich auch machen. Aber dort ist schon unter dem Strich Schweizer Musik und auch Musik aus Bern irgendwie schon mega wichtig gewesen. Ich weiss einfach nicht, ich habe dort vielleicht auch so eine kleine Ambivalenz, weil ich eben finde, es wird ja oft von der Mundartmusik geredet. Und das wird dann wie so unter etwas zusammengefasst. Obwohl man muss sagen, ja, Zucchi und der Traufer haben wirklich wenig miteinander zu tun, musikalisch. Aber später Schweizerdeutsch. Und dann nennt man es Mundartmusik, oder? Mhm. Also das ist so wie eine Kategorie, wo ich so denke, I don't know. Und nachher wird es eben schnell, habe ich so das Gefühl, zu so einem regional, so ein bisschen lokalpatriotischen, was dann schnell vom Heimeligen zum Unheimlichen irgendwie wechselt, weil es so ein bisschen etwas Konservierendes hat, von so, ja, das ist eben Berndeutsch und weißt du, dort merke ich wie so, habe ich immer so den Reflex zu sagen, so, hey, ich schaue im Fall in die Ostschweiz und sehe Manuel Stahlberger, wo ich denke, ja, schreibt mal so ein Lied. Irgendwo, es ist einfach wahnsinnig gut. Oder ich schaue hier in Zürich und denke, ja, der Stereolux. Es gibt im Fall wenige Leute, die solche Songs schreiben. Also im Sinne von, die sind überall. In diesem Land und auch sonst, also genau, oder sie sind eben überall. So. Und darum habe ich irgendwie dann immer so ein bisschen Zurückhaltung, wenn es so darum geht, ja, es ist eben Bern. Ja, dass dann ein bisschen zu lokalpatriotisch wird und ja, wo ich so das Gefühl habe, es führt irgendwie auch nicht so an einen produktiven Ort, habe ich so das Gefühl. Also weißt, es ist so wie, ja, es kommt immer, aus welcher Perspektive stellt man eine Frage, und anstatt diese Kategorie könnte man ja dann auch eine andere Kategorie nehmen, und dann ist die Frage, ja, inwiefern ist es wirklich die Kategorie, die irgendwie relevant ist dafür. Weil, oder, man sagt ja, der schönste Schweizer Dialekt, ich glaube, wenn man so nach Beliebtheit geht, ist doch Bündnerdeutsch schon wahnsinnig beliebt, oder? ich muss gerade überlegen, ich weiss, der unbeliebteste ist Schaffhauser. Der beliebteste, ich weiss gar nicht, wer das der beliebteste ist. Ich glaube aber Bündnerdeutsch ja, finde kann ich gut möglich auch sein. alle Leute schön. Also ich persönlich habe jetzt nicht mega so Vorlieben oder so, aber ich glaube, so mit Umfragen ist das auch immer mega weit vor. Wo so ist so, ja gut, wenn es um die Sprache geht, ist es das, wo sind dort Bündner Artists, abgesehen davon, es gibt sehr viele gute, einfach, dass es so noch gesagt ist.
Aber ja, genau, darum habe ich manchmal das Gefühl, es ist gar nicht so produktiv. Ich finde es einfach eindrücklich, wie viel gute Musik es gibt in diesem Land. Ja. Gut, das ist halt meistens eine Frage von der Perspektive, also aus welcher Perspektive man die Frage stellt. Ich meine, es gibt zum Beispiel auch noch Perspektiven über den Erfolg oder finanziell, dass man gewissen halt sagt, hey, das bringt doch nichts auf Schweizerdeutsch, dann tust du den Markt irgendwie künstlich verkleinern oder so. Das könnte man jetzt bei euch auch sagen, obwohl eben ihr seid ja sehr erfolgreich, aber ich nehme mal, ihr habt nicht sehr viele Hörer außerhalb von der Schweiz, oder irre ich mich da? Nein, das ist schon hauptsächlich die Schweiz. Und es ist interessant, so künstlich verkleinern. Ich habe eher das Gefühl... Also das sagen gewisse Leute, sagen jetzt nicht ich. Nein, klar. Aber ich habe schon angefangen Songs schreiben auf Mundart, weil das meine Sprache ist, im Sinne von meiner Erstsprache. Das ist die Sprache, die eben, wo wirklich in meinem Körper innen ist, von Anfang an. So, darum ist es Schweizerdeutsch, darum ist es Berndeutsch. Und nicht, weil ich finde, smart, das ist der beliebte Dialekt, als wenn ich jetzt würde Schaffhauser Dialekt singen und so, sondern er ist einfach, schau, das ist das, was aus mir rauskommt. So. Genau. Und dann finde ich aber, stimmt, aber vielleicht der andere Weg, nicht künstlich verkleinern, sondern vielleicht wäre eben ja eine produktive Perspektive zu sagen, so, hey, wir erweitern. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Song rausgegeben auf Deutsch, der heisst «Wie es ist». Und dort ist es wirklich abseits von jeglichen ökonomischen Überlegungen, ist sie einfach immer, mit wem reden wir? Wen laden wir ein zum Gespräch? Und wenn man natürlich Schweizerdeutsch das macht, dann hat man maximal 5 Millionen Leute, die das verstehen. Und dann gibt es ja ganz viele Leute, aber das ist ja schon nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute, die überhaupt in diesem Land leben. Und alle anderen verstehen es einfach nicht. So. Und ganz viele Leute verstehen weniger Schweizerdeutsch, aber Hochdeutsch würden sie verstehen, auch in der Schweiz, aber auch natürlich im ganzen deutschen Sprachraum. Darum ist es eigentlich mehr, müssen wir sich sagen, so, hey, look, das ist eine Einladung an mehr Leute, wenn sie wollen, das zu hören. Gut, wenn man da könnte man auch sagen, dann kann man es einfach auf Englisch machen, damit man dann noch mehr Hörer hat, die das könnten hören. Wenn ich so gut Englisch reden würde, dass ich das Gefühl habe, ich kann Songs schreiben, wo meinen sprachlichen, inhaltlichen Ansprüchen genügen, würde ich das machen. Das würde ich in jeder Sprache machen, wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte es. Dort ist mein Limit einfach meine sprachliche Fähigkeit. Aber dann ist natürlich wieder die Frage oder die Sache, dann trittst du natürlich gegen ganz viel mehr Konkurrenz in dem Sinne, also dann musst du noch mehr rausstechen, dass du dann gehört wirst, weil einfach ganz viel mehr Künstler auf Englisch Musik veröffentlicht und viel mehr Leute auf dieser Welt Englisch reden. Genau, ja, aber das ist einfach wieder so eine ökonomische Perspektive. Und ich glaube, mir geht es gar nicht um das, sondern eigentlich mehr so, ja, was könnte ich auch noch machen? Jemand hat heute kommentiert unter einem neuen Song, ja, wieso Hochdeutsch? Und ich habe geantwortet, ja, oder wieso nicht? Weil ich es wirklich nicht, weil ich wirklich nicht weiss, ja, wieso nicht? Ich meine, ihr habt ja von den Themen sind ihr ja dann, nur jetzt das Beispiel 079 versteht ja jemand in Berlin nicht, oder weiss nicht, von was ihr da redet. Also ihr könnt ja wirklich über das reden, was euch in eurem Leben beschäftigt. Das ist natürlich auch nochmal etwas, oder, wo man dann halt, aber dann halt die Leute halt eher abholt, weil sie sich dann dort sehr drin gesehen fühlen, oder? Ja, also 079 ist übrigens der Song, der am meisten in Deutschland gehört wird. Der wird mehr in Deutschland gestreamt als in der Schweiz. Ah, okay. Aber als einziger Song. Aber die kommen ja gar nicht raus, um was es da wirklich geht. Ja, oder könnt vielleicht so ein bisschen mit... Es ist eben vor allem Süddeutschland, also so Raum Stuttgart und so. Und im Süddeutschen ist der Dialekt halt noch näher. Also da versteht man es schneller, noch so ein bisschen. Genau, darum dort gibt es schon wie so eine gewisse Franse so auf Süddeutschland über. Andererseits muss man auch wieder sagen, die Diskussion haben jetzt auch schon öfters da in diesem Podcast gehabt, hey, wir hören ja zum Beispiel auch portugiesische Musik und verstehen kein Wort und finden es super. Und die meisten englischen Lieder versteht man sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht jedes Wort und findet es gut, oder? Also die Lyrics sind vielleicht manchmal ein bisschen überbewertet. Ja, natürlich. Nein, ich höre ich würde sagen, mindestens die Hälfte von Musik, ohne dass ich genau weiss, um was es geht. Das ist mega richtig. Das ist zuerst mal, Musik ist ja das allererste Mal auch quasi
spricht etwas Aussersprachliches an. So. Das ist ja auch etwas von dieser Magie, wo Musik hat, wo man schon immer noch, ja, wo mich schon immer wieder draus tut. Es ist schon etwas unglaublich Grossartiges, dass es einfach tönt und er berührt es einem im tiefsten Inneren potenziell. So. Ja, bei Hip-Hop ist natürlich schon ein bisschen wichtiger, die Wörter und so, da muss man vielleicht schon ein bisschen verstehen, aber ich würde jetzt eben behaupten, ich kann relativ gut Englisch und eben höre schon seit langer Zeit Hip-Hop, verstehe das nicht immer alles. Aber es ist schon wichtig, dass ich das Gefühl habe, der da rappt, der hat etwas zu erzählen und irgendetwas Wichtiges zu erzählen, aber ich muss nicht wirklich alles verstehen. Mhm. Ja, also ja. er könnte nicht jetzt einfach irgendeinen Blödsinn rappen, oder? Genau, der Ton ist eben hure wesentlich, oder? Der transportiert sich immer mega viel mit. Das schließt auch an dem Ding mit auf Hochdeutsch, wenn ich einen Text vorlese, wie muss ich den vorlesen? Wo ist der Ton, wo stimmt's? Wo kommt das über, wo ich das Gefühl habe, ist in diesem Text drin? Und ich glaube, also jetzt in meinem Fall ist natürlich klar, der Text ist irgendwie auch noch wichtiger, weil ich halt gesanglich weil mein gesangliche Vokabular beschränkt ist, oder? Weil wenn Toa Athena mir etwas vorsingt, kann sie nur summen und ich verstehe, glaube ich, alles, was ich muss verstehen. Oder? Aber wenn ich jemandem etwas vorsumme, dann versteht man einfach etwas. Dann das ist herzig, dann tut mir da etwas vorkuscheln. So. Dort ist eine ganz andere Ausdrucksform möglich mit den, wenn man so eine Gesangsstimme hat, wie so Leute, die ich halt voll nicht habe, oder? Und dort bin ich wie an einem anderen Ort, lege ich entsprechend für mich das Hauptaugenmerk, ohne jetzt etwas über Toa Athena ihre Texte zu sagen, die ich wahnsinnig toll finde. Aber echt so wie, sie hat obendrauf noch eine Stimme mit einer Ausdruckskraft, wo ich so merke, dort muss ich schon noch immer anders, habe ich schon noch immer anders den Fokus. Aber das ist natürlich auch bei einem Rapper, finde ich, auch wie der redet, wie er es betont, der Flow, alles und halt auch die Wörter, die er benutzt, gehören halt auch irgendwie dazu. Mega, genau. Ich glaube, ich will mich dort auch nicht klein machen. Ich sage echt, der Fokus ist irgendwie so ein bisschen immer anders und ich glaube, bei mir durch die Limitation dort auch noch mehr auf der Sprache, auf dem Text. So. Was mich noch zu der Frage bringt, wenn ich vorher schon mal stellen, eben wieder zurück, ein bisschen, wie ihr zusammenarbeitet. Und eben, ihr habt ja jetzt schon mehrere Hits geschrieben, wirklich grosse Hits. Wann merkt ihr, ey, das ist jetzt ein Hit, das hat jetzt Potenzial, so, das ist es jetzt so? Oder ist das völlig so ein bisschen random? Ja, also wir haben schon das Gefühl gehabt, ja, 079, der ist schon speziell. So. Aber wir haben auch schon bei Songs das Gefühl gehabt, der ist speziell und dann ist nicht viel passiert damit. Also darum tut man das wahrscheinlich dann im Nachhinein so ein bisschen überbewerten, das eigene Gefühl. Aber genau, ich glaube, man hat schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Songs jetzt einfacher zugänglich sind als andere. Welche Songs dort so ein bisschen offener sind, glaube ich. Aber ja, ich meine, das ist wirklich immer ein Ratespiel, so wie, dass man sagt, so, ja, welchen Song schicken wir im Radio, probieren zu platzieren und so, oder welchen Song geben wir wann raus, das ist auch immer ja so wie so ein zweites Kuratieren, neben der Reihenfolge vom Album selber ist es jetzt eigentlich fast wichtiger, welche Songs kommen wann raus und so, weil dann gibt man Shine. Darum, ja, ich meine ja das Gefühl, aber es stimmt oft ja auch nicht. Gut, heutzutage ist das nicht mehr so wichtig, oder? Wann bringt man welches Lied raus und so, halt durch Streaming und wo dann auch später etwas kann irgendwie... I don't know, ja, vielleicht, oder, dass man wie kann sagen, ja, ein Song kann auch schon draus sein, lang, und dann plötzlich spielt es ihn auf, einverstanden. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, wenn man wie ein Album mit 15 Songs auf einmal rausgibt, dann sind 12, 13 Songs von diesen 15 gehen einfach unter, weil niemand mehr sich Zeit nimmt, das Album zu hören. Ja, aber heutzutage machen ja viele, dass es einfach die 15 Songs einfach so im Monatsrhythmus oder so rausgeben, oder? Genau, wir haben heute wieder einen Song rausgegeben und
eben jetzt 6 Songs und dann sind noch 9 auf dem Album. Also es gibt immer noch viel zum Hören am Release-Tag, aber wir haben auch gefunden, es ist gut, wenn wir wie schon im Vorfeld so ein bisschen den Ton können setzen können, wie tönt das Album, was ist uns wichtig, inhaltlich, musikalisch, genau. Das können wir jetzt gerade noch schnell besprechen, das Ende von unserem Gespräch, so ein bisschen eben das Album kommt jetzt ein bisschen raus, «Krise als Chanson» heisst eben, es tönt so, oder die Sachen, die ich schon gehört habe, die sind textlich wieder sehr interessant, so, wir haben da extrem viel zu sagen, so, was ist denn so, was ihr euch überlegt habt? Ja, da hören wir am gescheitsten das Album. Ja. Es ist natürlich schwierig, das irgendwie so reduzieren. Also sie sind ein bisschen politischer, habe ich das Gefühl, oder? Ja, ich glaube, sie sind konkreter. Ja, ich glaube, wir haben auf früheren Alben ist es oft wie noch so ein bisschen mehr eine Doppelbödigkeit gewesen. Man kann es so lesen, man kann es so lesen, man kann es mehr oder weniger politisch deuten und jetzt haben wir es wirklich manchmal auch so fast ein bisschen zu so einer gewissen Direktheit, und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf politische Themen, sondern wie so zu einer gewissen Konkretheit, ich will nicht sagen gezwungen, aber so wie einfach viel Wert gelegt darauf, dass wir wie so genau bleiben und wie am Ort bleiben. Es ist ein bisschen kryptisch, glaube ich, wenn ich es jetzt ausspreche. Aber Nein, ich verstehe schon, was du meinst, eben, dass halt nicht zu fest Mehrdeutigkeiten entstehen können, oder? ja, genau. Also wir haben auch früher, oder man sieht so im Albumtitel, wir haben eigentlich sehr Freude an Wortspiel, ich finde das eigentlich unglaublich etwas Tolles. Und gleichzeitig ist dort ist es wie ein Gewürz und man kann dann schnell, schmeckt es halt einfach nur noch nach Koriander oder nach, ich weiß auch nicht. Oder? Es ist wie so, wenn man zu viel von dem drauf tut, dann ist es so wie, ja, weiss man gar nicht, was da schon noch irgendwie drin wäre, und manchmal vernebeln so Wortspiel ja auch mehr, als das sie. Das passiert, habe ich das Gefühl, bei dir schon öfters, eben gerade auch bei deinen Cypher-Auftritten, wo dort ist natürlich dann schon sehr viel Wert leist auf die Wortspiele. Genau. Die sind dann manchmal 3-4-fach deutbar, der Pablo, der checkt es dann meistens, oder? Aber viele checken dann das gar nicht, was du jetzt da noch in dieser Ebene auch noch hast, würde ich sagen, und so. Ja, genau, das ist wie der andere Pol vom Spektrum, genau, wo wir jetzt, also so ungefähr, jetzt haben wir aber mehr probiert, okay, zu sagen so, wann braucht es denn? Wann braucht es das Wortspiel? Und wo braucht es einfach nicht? Und zum Beispiel, es gibt einen Song, der heißt «Stundenlang enge Zeiti». Und dort ist «enge Zeiti» und «mir geht's sperrgut» sind die einzigen 2, wenn es mir recht ist, Wortspiel. Und sonst beschreibt es eigentlich nur, dass jemand vor einem Hauseingang steht und nicht so recht weiss, woher mit sich. Und dann geht er noch ein bisschen ins Stegenhaus und dort ist der Abwart und schaut ein bisschen komisch und ein alter Mann schaut zum Fenster raus. So. Aber es gibt wie nicht mehr drumherum. Aber es ist wie so ein Gefühl von, man hängt so ein bisschen in einem halb öffentlichen Raum und weiss nicht mehr, wie dass man über Sachen reden soll. So. Mhm. Das Gefühl schwingt irgendwie mit, aber das sagt dann eben ein paar Sneakers, wo keine Person drin steckt, mehr als irgendein weiteres Wortspiel. Mhm. Eben, es gibt halt aktuell halt sehr viele verschiedene Themen, die einen beschäftigen und die man thematisieren kann, oder? Ja, man kann über mega viel reden. Es ist eben auch spannend zu sehen, über was wie geredet wird und über was eben nicht, oder was wie stillschweigend vorausgesetzt wird. Oder dass man zum Beispiel sagt, ja, wir wollen den Zugang zum Zivildienst erschweren. Oder? Und man könnte auch sagen, wir wollen gerne mehr Soldaten. Es würde eigentlich, wäre vielleicht ein bisschen ehrlicher. Oder wir tun die Gewissensprüfung wieder einführen. Das ist ja jetzt eine Bestrebung, die man machen möchte. Also, dass man quasi muss darlegen, warum man jetzt aus Gewissensgründen nicht eine Waffe in die Hand nehmen kann. Und mit dem setzt man ja implizit voraus, dass man davon ausgeht, dass es keine Gewissensprüfung braucht, um eine Waffe in die Hand zu nehmen. Wo ich jetzt würde sagen, ich würde eigentlich lieber wissen, ob die Person mit der Waffe so ein bisschen moralisch irgendwie neu ist, wo ich denke, das ist cool, als die Person, die keine hat. Weißt du, was ich meine? Oder solche Sachen, wo ich wieder denke, ja, also das finde ich irgendwie erstaunlich, dass man dort die Sachen so, dass man so über das redet und das wie so voraussetzt, als wäre das normal. Irgendwie.
So, und irgendwie habe ich so das Gefühl, aber das ist doch gar nicht normal. Ja, da sehen ihr schon jetzt auch ein bisschen als Stimme, weil eben, ihr habt halt viele Hörer und Hörerinnen, die dann halt dann so Themen können ansprechen oder vielleicht auch müssen ein bisschen ansprechen. Ja, also ich sehe mich wirklich nicht als Stimme für. Gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wen, dass ich jetzt mega würde. Ja, das sind jetzt nicht Gruppe- so gemeint, aber halt vielleicht einfach gewisse Themen anzusprechen. Jetzt nicht unbedingt für irgendein Anliegen oder so, sondern halt die Leute ein bisschen zum Nachdenken auch animieren. Und, ja, auch dort scheue ich mich eben immer davon, wie sozusagen so, es muss, die Leute müssen doch und es soll irgendetwas bewirken. Ich habe mehr, also ich bin auch weit weg davon, dass ich das Gefühl habe, Musik muss, oder Kunst allgemein muss sich irgendwie konkret mit politischen Themen oder so auseinandersetzen. Ich finde Kunst, das Relevante der Kunst ist genau, dass sie sich eigentlich allem entzieht und dass sie trotzdem da ist, also dass sie sich immer weigert, einem Anspruch gerecht zu werden. Immer wieder. So. Das ist eigentlich, habe ich das Gefühl, das, was wirklich produktiv macht. So. Und gleichzeitig probieren wir eigentlich immer und vielleicht auch immer mehr Songs zu schreiben, wo wir das Gefühl haben, das betrifft uns auf einer emotionalen Ebene und hat darum für uns eine Dringlichkeit. Und der drin liegt eben dann die Möglichkeit, dass das jemand anderes auch emotional berührt. Genau. Und ich glaube, es geht wie diesen Weg. Es ist nicht, jemand anderes muss, sondern es ist mehr, ich kann einfach bei mir schauen, was ist und probieren, das möglichst auszudrücken, irgendwie. Genau. ja, so habe ich das auch eher ein bisschen gemeint, nicht irgendwie mit einem Kalkül, wir müssen jetzt da irgendwie politische Agenda fahren oder so, oder wir müssen jetzt Protest-Songs machen für das oder das. Manchmal bringt das Kunst weiter, zum Beispiel in den 60er Jahren oder so, ist das, oder jetzt gerade auch in der Musik sehr wichtig gewesen oder so, aber natürlich nicht nur, oder? Es hat ja gleichzeitig auch andere Sachen gegeben, die sehr wichtig sind für die Kultur, oder? Und wenn das nur so wäre, dann ist recht, das wäre ein bisschen komisch. Voll. Oder würde auch gar nicht mehr funktionieren. Ja, genau. Ich glaube eben, man muss da irgendwie ehrlich sein oder ich muss ehrlich sein mit mir, dass ich dann merke, so, oh, jetzt wollte ich aber ein bisschen viel. Wo ist denn da jetzt noch die Connection wirklich? Irgendwie so, dort, probiere ich auch einfach irgendwie immer achtsam zu sein. Aber ja, ich glaube, eben, das Tollste, was Musik machen kann, ist jemanden berühren und jemanden begleiten irgendwie im Leben. Und ich denke da manchmal an mich selber, da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis mit 16 oder so, wo ich eigentlich nur noch in diesem Rap-Film bin und Musik höre die ganze Zeit, von morgen bis am Abend spät in die Nacht und Musik machen und echt verdammt geflasht bin und dann an Konzert bin und dann sehe ich die Band auf der Bühne und es ist das Krasseste. Ich explodiere schier. So, es ist super, super intensiv und so prägend, dass ich dann denke, wenn an unserem Konzert auch nur jemand im Publikum ist, der auch nur annähernd an so einem Ort ist, dann denke ich so wie, wow, dann habe ich so das Gefühl, so, okay, ja, das ist die Kraft so. Und dass mit dem eben auch Haltungen mitgegeben werden, oder? Also ja, auch viel, zum Beispiel der Greis ist irgendwie so eine wichtige Figur gewesen für mich, als ich angefangen habe, Rap zu hören. Kommt irgendwie mit, aber es ist nicht das relevant gewesen, dass er hat Musik global gerufen und so. Aber die Haltung ist eben auch nicht nur in den Lyrics, sondern die ist eben auch im Ton. Die ist eigentlich auch da, ohne die Worte. So. Aber eben, das habt ihr ja definitiv. Ich meine, wenn ihr am Gurten spielt und so viele Leute dort haben, wo die Connections voll da ist, oder, wo die Lyrics mitsingen, das voll spüren, dann muss ja das, deine Haltung ja irgendwo die Resonanz ja haben, oder? Oder würde ich das sagen, dass dann halt du ja dann einen Nerv triffst, oder? Also ohne das zu kalkulieren, oder? Ja, aber ja. irgendwo muss es ja dann stimmen, oder?
Dort hättet ihr ja nicht so viel Erfolg und so eine Resonanz, gerade auch live, wo man dann das so direkt sieht, oder? Ja, also das ist schon so ein guter Konzert, wenn du so etwas ansprichst, schon für mich wie irgendwie das Krasseste, was gibt. So ein Konzert, wo ich wirklich dann auch auch ein bisschen jenseits von gut und schlecht näher bin. Also ich erinnere mich an das letzte Mal, als wir am Gurtag gespielt haben, ich bin 2 Wochen habe ich dann gebraucht, quasi, um wieder ein bisschen klarzukommen. Es hat sich wie fast so, weiss auch nicht, es ist so ein intensives, emotionales Erlebnis, so ein Konzert, dass es auf der einen Seite auch viel Energie gibt, aber gleichzeitig auch enorm viel System so beansprucht. So. Das ist wirklich irgendwie noch heftig. Inwiefern denn? Hey, ich glaube einfach, weil es ist so viel Spannung, weißt, es ist wie so, ich bin seit 20 Jahren oder noch mehr, bin ich eigentlich fast jedes Jahr auf dem Gurten gewesen. Das ist nebendran, von wo ich bin aufgewachsen. Ich kenne unglaublich viele Leute dort. Und es ist wie für uns als Kids auch ein Traum gewesen, so etwas zu spielen und dass wir können am Samstagabend auf der Gurtenfestival Hauptbühne spielen, ist emotional irgendwie etwas vom Krassesten, was es gibt. Und nachher schafft man halt so, man macht das Album, man geht in den Bandraum, man schafft auf eine Festivalsaison her und auch wenn man weiss, hey, es gibt auch ein anderes Konzert, das ist auch so gross, oder es gibt wie noch 10 andere Festivals und so, ist das einfach trotzdem irgendwie anders, einfach durch die ganze History, jetzt für mich, oder? Da kann ich jetzt nur für mich reden. Genau, und dann ist das halt mega aufgeladen und fühlt sich wie an bis dorthin. Und dann ich weiss auch nicht, dann laufst du auf die Bühne und dann es hat echt 25'000 Leute, das ist echt insane, oder so. Ich weiss gar nicht. Oder, ja, einfach, also, ja, unglaublich viele Leute. Genau, und dann, und die Bühne ist riesig. Die ist wirklich riesig. Und dann muss man irgendwie so, dann probiert man mega gut zu performen und gleichzeitig will man das mega erleben, was da passiert. Und dann eben singen alle Leute zusammen ein Lied und man schaut dann so auf die Bühne und ist so, oh mein Gott, das ist super krass. Und dann ist es ja dann auch einfach vorbei. Dann sind es 90 Minuten und man powert das so durch und hat wie so, ist mega im Moment oder manchmal geht man auch völlig aus sich raus oder man hat noch irgendein Issue oder auf dem Ohr sagt man. Also es ist wirklich so, wirklich so eine, ja, wie so ein Hochleistungsmoment und dann geht man so aus dem raus und dann ist wie, geht man halt doch ein bisschen zusammen. So. Ja, kann man vorstellen. Ja, eben, das ist ein Nervensystem irgendwie, eben, das ist nicht nur während dem Konzert, sondern sehr wahrscheinlich noch Tage schon vorher ist das am Auffahren. Oder Genau, oder? Und er entlädt sich so hure viel und man ist so exponiert und gleichzeitig so hochenergetisch und dann, weißt du, früher habe ich aber so gehört, was die Stars, die können eben nicht mehr ohne im Rampenlicht stehen und so, bla bla bla, und dann geht es nicht gut oder so. Habe ich so irgendwie so das Gefühl, so mitbekommen zu haben, wenn man so über Leute redet, die in der Öffentlichkeit sind. Und meine Erfahrung ist dort viel mehr, dass es so ist, so, hey, es ist im Fall wirklich auch eine Ausnahmesituation und du bist schnell einfach erschöpft. So. Und ich glaube halt, je mehr, das ist sicher das Alter, dass es auch anstrengender ist für mein System, weil ich nicht mehr 20 bin und gleichzeitig ist es auch nochmal anstrengender, aber auf eine gute Art, weil ich das Gefühl habe, ich lasse so mehr an mich her. Dass ich mit 20 Jahren noch ändere, trinke ich noch ein Bier mehr und mir ist scheißegal und raus und wie gar nicht so recht spüren und jetzt probiere ich halt auch verdammt fest, das so aufzunehmen und dann ist es halt einfach krass. Mhm. Aber schon verdammt geil. Ja, aber eben stell dir das mal vor, du hättest das jetzt eben wie eine Taylor Swift oder viele andere Artists dann fast täglich, oder? Das muss ja schon sehr anstrengend sein, da muss man ja schon, das ist ja schon sehr kompliziert, dann das einfach man muss es ja dann fast anfangen distanziert machen, aber das würde dann das Publikum ja merken, wenn man dann zu distanziert wird, oder? Ja, oder einfach wahnsinnig gute Performerin sein. Ja, aber trotzdem muss man ja, also wie du das jetzt beschreibst, ist ja schon, dann muss man ja schon das System ein bisschen auffahren und gehypt ab auf die Bühne kommen und dort, wenn du das dann ein Jahr lang jeden Tag machst, dann bist du nachher wirklich fertig. Ja, ich weiss nicht, wie sie es machen. Müssen wir sie fragen. Ja, keine Ahnung.
Ich weiss einfach, es ist streng. Oder für mich ist es wie streng. Aber auch ein Riesenglück. Ja, mit Drogen natürlich So kann man etwas das, dürfen zu eben, wie du leben. jetzt gesagt hast, mit vielleicht ein bisschen Alkohol oder sonstigen Drogen, machen es viele, oder? Wahrscheinlich, ja. Oder sonst Voll. eben muss man halt wirklich irgendwie etwas herausfinden, wie man das kann. Ja, ich glaube, schon mit ein bisschen Distanzen das muss machen, oder? Dass man das vielleicht dann nicht so persönlich, wie du das halt schilderst, dass Gurten dann halt auch ein sehr spezieller Ort ist für dich oder für euch. Genau. Und wenn man halt dann ein bisschen Distanz zu dem bekommt, dann denke ich, tritt es halt einfach da irgendwo auf vor irgendwelchen Leuten, oder? Voll. Ja, also weißt du, es gibt auch Konzerte, wo dann so sind, wo viel weniger emotional sind und wo ich es wie so routinierter kann machen kann. Dann ist es so weniger kräftezehrend. Das sind natürlich nur so ein bisschen spezielle Konzerte. Also entweder, wenn ich so weiss, so meine ganze Familie ist da, meine Familie ist oder so Release-Shows, erste Konzerte oder eben so grosse wie Gurten oder so ganz kleine persönliche, nur mit Freundinnen, furchtbar krass, so, genau. Und dann gibt's aber auch Konzerte, wo wie so erst voll, cool, macht Spass, aber ist jetzt auch nicht mega mega krass, dass es ausschlägt, genau. Schon unterschiedlich, schon nicht immer gleich. Aber jetzt gibt es so einen Gurten, wenn so das, dort habe ich aber so das Gefühl, so, okay, viel mehr würde ich jetzt auch nicht aushalten. Und machen die dann auch so ein bisschen Training für die Bühnenshows? Also tun ihr das auch so ein bisschen einüben und so? Also jetzt nicht nur musikalisch, ich meine jetzt einfach auch, was ihr auf der Bühne macht und so. Hey, ja, auf eine, also nicht mega viel. Wir haben immer so Stellproben, also dass wir wie in das Konzertlokal gehen und wie alles testen, heisst Audio und auch Licht und Bühnenelement und Aufbau und alles, dass wir das wie so ein bisschen haben und dort üben wir noch gewisse Sachen. Aber eben, wir sind jetzt nicht eine Band, die noch mega krasse Tanzeinlagen und so hat. Wir vertrauen auch ein bisschen drauf, beziehungsweise sehen es auch so ein bisschen als grosse Qualität von uns, dass wir eben so viele Leute auf der Bühne sind. Wir sind 10 Leute auf der Bühne und es passiert halt hure viel einfach auf der Bühne, live, indem dass Leute die Klänge erzeugen, so. Wo man ja heute schon auch mega oft halt sieht, ja, es ist wie noch jemand mit einem Mikrofon und es läuft eigentlich alles ab Band und man hat vor allem eine LED-Wand mit und irgendwann kommen Stichflammen von irgendwo. Genau, wo wir auch so finden, so, hey, schau, das ist immer noch einfach Live-Musik. Das passiert jetzt gut und dann ist es vorbei. Darum gibt es auch immer noch Freestyle an den Konzerten. Und irgendwelche Vorbilder, oder haben ihr irgendwie schon andere Konzerte irgendwie, wie soll ich sagen, als Vorbilder genommen oder so, oder Bands oder Acts, die ihr findet, hey, wir können es ein bisschen so machen wie die, oder? Ja, ich glaube, was wir schon eine Zeit lang cool gefunden, so einfach vor Live-Umsetzung im Sinn von, es ist live, aber es hat immer noch mega viel so Punch, so von Live-Bands, die es schaffen, so der Punch von so digitalen Produktionen auf die Bühne zu bringen. Ist Seed zum Beispiel irgendwie ein gutes Beispiel, weil die das irgendwie immer wieder mal geschafft haben. Die Songs live umzusetzen, so wirklich live und nicht kommt alles an Band und so und den Punch irgendwie zu haben. Und das ist irgendwie für uns noch wichtig gewesen, ja. Also die haben das so ein bisschen als Vorbilder in dem Sinn genommen und gefunden, eben die schaffen das, wir wollen das so ähnlich wie die überbringen. Genau, ist jetzt nicht so, dass wir wie stilistisch mega an ihnen orientiert hätten, aber einfach so, genau, so die Qualität oder der magische Mix zu finden zwischen, das passiert live in dem Moment und es hat aber immer noch der Druck von so einer fiesen 808-Kick die ganze Zeit. So, das irgendwie herzubekommen. Und so Klamotten stylmäßig, das sieht immer recht gut aus, oder ist das auch so ein bisschen überlegt, oder? Da bin ich froh, dass du das sagst. Ja, haben wir auch das Gefühl, das wäre jetzt auch immer etwas, wo man noch mehr könnte, vielleicht auch sollte investieren und gleichzeitig haben wir da auch verschiedene Sachen schon probiert. Wir sind zum Beispiel ist jetzt auch wieder ein Zeitjahr, haben wir mal alle so Hemdli an und jetzt rückblickend muss ich sagen, ist jetzt wirklich nicht unser bestes Bühnenoutfit gewesen, würde ich jetzt nicht mehr so machen. Und ich habe das Gefühl, es ist im Moment habe ich mehr so das Gefühl, so, hey, ja, so eine Band, so ein bisschen einheitlich, Leute und ich, die uns so ein bisschen abstimmen und ich muss einfach ein bisschen fresh aussehen. Und dann ist gut. Aber wenn der Tipp sagt, dann bitte, ja, es ist immer noch, ich denke, da ist Potenzial rum. Ja, ich denke, das finde ich jetzt gerade irgendwie
sieht meistens gut aus. Ich habe jetzt euch noch nie live gesehen, nur Videos und so, aber das, was ich gesehen habe, gefunden, das sieht eigentlich schon noch aus, als hätte er das fast ein bisschen einstudiert oder so. Gut. Da bin ich froh. Aber sehr wahrscheinlich hast du schon recht, man kann immer Sachen verbessern oder so. Genau, eben, es ist ja dann auch wirklich so ein eine Fokusfrage, so, auf was legt man am meisten Wert, und wir wollen vor allem echt gut tönen, in allererster Linie. Und dann, wenn wir nicht scheiße aussehen. So. Hey, ich glaube, wir sind langsam fertig. Vielleicht noch ganz schnell, eben, das haben wir schon angetönt, das Album kommt raus, sehr wahrscheinlich ist es dann gerade schon draussen, wenn der Podcast draussen ist, das heisst «Krise als Chanson», man wird dann sicher auch im Radio hören, also Songs von dem Album, nehme ich mal an, hoffen wir. Und ich nehme auch an, dass ihr im Sommer eben Open Airs und so spielt, Festivals. Genau, yes. «Krise als Chanson», das Album ist draussen. «Krise als Chanson», das Album kommt raus. Am 27. März. Im Mai gibt es Release-Shows. Wir dürfen 3-mal im Bierhübeli spielen. 2-mal ist schon ausverkauft. Das freut uns mega fest. Für die Zusatzshow gibt es noch Tickets. Und dann machen wir Festivaltour. Unter anderem spielen wir einem guten Festival. Auf das freue ich mich sehr. Bin schon jetzt aufgeregt. Oh, jetzt schon? Jetzt fährt das Nervensystem Ja, aber es fährt schon an. Ja, ist wirklich das Problem. Nein. Geht gut. Jetzt freue ich mich einfach noch. Okay. Und dann im Cypher nehme ich an, trittst du auch wieder auf, das ist Ende April. Cypher ist für mich so ein bisschen, bin ich jetzt in dieser Findungsphase von schaffen es irgendwie quasi einen Eintrittswinkel zu finden, wo ich das Gefühl habe, mal ist gut, wenn ich gehe. Genau. Und sonst dann nicht. Und es wird sicher auch ohne mehr ein super Cypher. Und dann, nach der Festivaltour, sind wir im Herbst, gibt es noch eine schöne Clubshow-Tour. Ja. Dann haben wir etwas zu tun. Und dann eben vielleicht schreibst du noch ein Buch zwischendurch. Genau, das mache ich nebenbei. Okay. Und dann musst du noch eine Tochter erziehen, oder? Genau, ja. Nein, langweilig wird mir garantiert nicht das Jahr, aber ich freue mich sehr. Und bis jetzt, bin ich mega an einem guten Ort. Das ist cool. Cool. Hey, danke fürs Gespräch, Lorenz, und hoffentlich bis gleich. Yes, danke dir vielmals, ich darf kommen. Tschüss. Ciao. Ja, und schon wieder am Ende von dieser Episode in Helvetica. Das Gespräch mit dem Lorenz von Lo und Leduc ist sehr interessant gewesen, meiner Meinung nach. Ich hoffe, du hast es auch interessant gefunden. Darum folgt doch einfach dem Podcast auf der Streaming-Plattform, wo du den immer hörst. Und du verpasst keine weitere Episode. Erzähl doch auch deinen Freunden und Bekannten davon, damit ich noch mehr Hörer habe. Und ja, könntest du mir auf Instagram folgen, helvetica_podcast. Auch so wirst du immer wieder informiert, wenn eine neue Episode draussen ist. Kannst du mir auch auf diesem Weg schreiben und sagen, wer du gerne mal in den Podcast würdest hören als Gast oder Gästin. Und natürlich jegliches Feedback oder Kritik ist einem sehr willkommen. Das hilft mir natürlich weiter. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Ciao. Wir singen ja nicht, oder? Genau, einfach nur, dass es nicht quasi nur Mono ist oder so, wenn ich so vor Seite drin rede. Aber so ist eigentlich, ich glaube, gut, oder? Ja. Le Signal. Warte, sag mal was. Ja. Sag nochmal, was. Ich sage nochmal etwas. Ja, du bist da. Sag mal etwas. Ich sage noch, ich tue ein bisschen reden. Du sagst einfach, wenn ich... Gut. Wo bin ich? Check. 5. Alright. Und von der Kopfhörerlautstärke ist gut für dich? Ja, kannst du eigentlich noch einen Tick abnehmen für mich. Wenn's, so. Tick, ist gut. Ist gut. Ja, mega gut. Check. Gut.